Hallo zusammen, du hast wieder mal den Crown Cletus oder den Chris. Ich hoffe, es geht nicht gut. Herzlichen Dank für die Feedbacks auf das letzte Video. Der Swiss hat hier auch ausgezeichnet erklärt, wieso dass der Zombie nicht ist gestorben, wo ich drauf habe geschossen. Merci auch dir. Und dann noch kurz dem Yosemitsu zum Erklären. Er hat noch gefragt, wie das dann mit dem Rucksack aussieht. Ich glaube nicht, dass man einen Rucksack mit Equipment füllen kann und man dann den Rucksack wechseln kann. Aber was man machen kann, ist eben hier grundsätzlich sein Zeug ablegen in diesem Speicher und von dort dann jederzeit wieder rausnehmen. Also das ist eigentlich nur eine Gebung. So, get out of my way. Mal schnell schauen, was da alles los ist oder eben nicht los ist. Wie ihr wisst, wollen wir ja eigentlich uns auf den Weg machen zu diesem Fahrzeug. Wir müssen ja entkommen. Von dem her gehen wir jetzt mal hier zu dieser komischen Lagerhalle. Hier wäre der Karren. Hier innen hätten wir ein paar Gegner. Schön, wie sie reingehen mit den Holzschlägeln. I don't know, I figured if he's having it, there must be somebody on the other end. So you robbed a good guy, and you expect his friends to help us out? Wait, who says they're his friends? I mean, maybe they didn't even really like the guy. Dad? Dad, are you there? Hello? Can you hear me? Listen, we're stuck up here on Mount Tanner. My friend needs medical attention. Can you help us? Can you make it down to Spencer's Mill? Some of us are holed up at the church. If your friend doesn't look too dicey, we'll let you in. The church in Spencer's Mill. We're on our way. We'll, try not to look too dicey. Also für die es jetzt nicht ganz verstanden haben, ist es jetzt eben so, dass der Typ, der uns ganz am Anfang in der Ranger Station eigentlich gekauft hat, der nett ältere Mann, der wäre jetzt der Vater von dem jungen Mädchen oder dieser Frau. Und hier hat jetzt kurz mit dem Walkie-Talkie mit uns textet. Sie weiss jetzt natürlich noch nicht, dass ihr Dad hier über den Haufen gefressen wurde von diesen Zombies. Und wir befinden uns momentan noch nicht in einer emotionalen Situation, um ihr das zu sagen. Okidoki, jetzt hätten wir hier alles durchsucht. Hier sieht es wieder mal ein bisschen nach Pizza-Abfall aus. Ich hoffe, wir haben hier das Wesentliche eingepackt. Ja, sieht eigentlich gut aus, mal. Es sagt uns ja auch nicht irgendwie speziell, dass wir hier noch etwas suchen müssen. Darum steigen wir jetzt hier einfach ein und machen uns auf den Weg. Das Licht können wir mit rechten Stick-Klicken an- und abstellen. Oh, schön gefahren, gratulieren. Jetzt haben wir hier den einen oder anderen Zombie, den wir über den Haufen karren können. Mit X können wir noch die Fahrertür auftun, um noch ein paar Zombies eigentlich abzuklopfen. Und ihr seht, wir müssen hier jetzt einfach gerade ausrotzen. Jetzt ist das folgendermaßen: hier vorne hat es einen kleinen Jump. Und den habe ich bisher noch nie geschafft. Das heisst, ich bin mit dem Karren immer runtergeflogen. Und jetzt würde mich doch gerade interessieren, was passiert, wenn ich hier mit ein bisschen mehr Anlauf komme. Schnell den einen oder anderen Zombie fertig machen. Irgendwann ist der Karren ein bisschen am Arsch. Aber bis zu diesem Zeitpunkt geht es noch ein Weile. So. Ja, wir werden hier recht verlangsamt, wenn wir hier ständig rutschen. Fuck! Nein, es ist alles so gemacht, dass es nicht reicht, nehme ich an. Aber eben, das letzte Mal hat es der Karren auch aufs Dach gekehrt. Von dem her sind wir jetzt sogar in einer besseren Situation. I don't know, mate. Looks like we could climb up over here, maybe? Ja, genau. Das war der Punkt gewesen. Sorry, ich möchte noch schnell ein paar Zombies über den Haufen karren. Einfach, weil es gerade so ein bisschen Spass macht. Ihr kennt es sicher auch. Also, jetzt müssen wir aussteigen. Wir können hier vorne säckeln, raufklettern. Sehr schön. So, ja, es sieht schon gerade ein bisschen vorbereitet aus, um hier rauszuklettern, aber ich will mich hier nicht beklagen. We're headed your way. Okay. You said you were holed up in a church? What the hell's happening around here? You haven't heard? No Zum cell Glück ist hier reception der at the lake. Guess you could say we've been out of the loop. All we know is a bunch of Schnell einsteigen und sich Better deal with verpissen. this first. Where were we?
we So, know mit is der a bunch Tür of runtergeklappt. crazy people tried to eat us. Started what? Ja, mit der Tür ist schon geil. At first it was just weird stories on Also the jetzt news. steht hier einfach jenste Random Kerne rum bombings, eigentlich. violent incidents at hospitals, black Da sehen wir, helicopters in the sky. Just da ist strange irgendeiner stuff. runtergefallen. I guess they were trying to keep it quiet, but that didn't last too long. People figured it out pretty quick. People who die, they don't stay dead. They come back as one of those things. I told you that guy was dead. Seems like the only way to stop them for good is with a shot to the head. Anything else, they just keep coming. So you're saying those things are zombies? I don't know. Maybe it's some kind of messed up supervirus. Maybe it's radiation from outer space, or black magic, or the wrath of... Hold on. Holy shit, was ist denn da innen gerade alles los? Hey? Fuck, jetzt bin ich echt ein bisschen geflüpft. Habe mich ein bisschen aufs Gequatsche von dieser Frau konzentriert. Ist auch noch wichtig, weil so bekommen wir vor der Story noch etwas mit. So, das war die Headshot gewesen, Swiss, ha? Der zweite Headshot. Triple Headshot. Ah, leider nicht, einer davor gestanden. Das wäre ein schöner Triple Headshot-Typ gewesen. So. Also, scheiße, aber wisst ihr, was das Problem ist? Weil ich jetzt geschossen habe, ist natürlich jetzt die ganze Zombie-Armee unterwegs, oder nicht? Nein. Aber ich bin jetzt gleich vorsichtig beim Durchsuchen. Weil ich möchte eigentlich nicht, dass ich allzu viel Aufmerksamkeit errege, was ja eigentlich nur nachvollziehbar ist. Ja. Also schaut, jetzt würde ich mir das schon kurz durchlesen, anschauen. Und zwar kann man das jetzt, glaube ich, read, genau. Okay, I never meant to, hell, I never thought I was even capable of something like that. I guess you never really know what you're capable of until you're 3 days out from your last meal and some kid grabs the last can of tuna fish out from under you. Learned a lot of things that day, like how it feels to crush the life out of somebody's throat. I don't even know who I'm writing this note to. God, myself, that kid, hell, whoever you are, I'm sorry. Also, schaut, ist es folgendermaßen, da ist ein Typ einfach 3 Tage ohne etwas zu essen umgehängt und hat dann eigentlich gemerkt, dass man dann doch ein bisschen zum Tier wird, zum Überleben. Aber das ist ja, glaube ich, ganz normal. Überlebensinstinkt vom Mensch, der schaut dann schon ein und das ist auch gut so, finde ich. Währenddem, dass ich jetzt hier suche, ihr seht im Hintergrund hat es noch einige andere weisse Gegenstände, die man durchsuchen kann. Ups, da passiert nichts. He? Da ist zwar weiss, von der anderen Seite. Aha, also das ist nur von einer Seite durchsuchbar. ja, gut, eine Schublade kann man meistens auch nur von einer Seite aufmachen. Also, zieht euch jetzt das rein. Das ist jetzt folgendermaßen. Das Bieli, keine Ahnung. Jetzt ist es eben so, das Zeug ist nur Crap hier, das müsst ihr eigentlich nicht mitnehmen. Ich bin ein bisschen unschlüssig. Diese Kiste kann man dann entweder zerbrechen oder als Ganzes aufladen und dann mit ins Hauptquartier nehmen. Weil wir jetzt aber eigentlich eben zu wenig Platz haben. I don't know. Maybe it's some kind of messed up supervirus. Maybe it's radiation from outer space, or black magic, or the wrath of Almighty frickin' God. Hey. Du Your hast guess is richtig as viel good as Stuff. mine. So wait a minute. Ich muss schnell What's the wechseln. government's response to all this? Kann ich da nicht einfach Haven't they sent in the wechseln? National Guard or something? The government? Government ist You don't fucked get up it. hier. It's been total chaos. At first, they told us just to stay home, lock our doors, and wait for the all clear. Ich hoffe, man hört meinen Bauch nicht knurren. Es ist noch ein bisschen früh am Morgen, ich habe noch nicht gegessen. Also es wäre kein Zombie, der hier so ein bisschen grunzt. Also, schaut jetzt mal, jetzt kann ich nicht einmal Charakter wechseln. Das ist jetzt ein bisschen leid, weil der andere hat wenigstens so 2 Inventory-Spots mehr. Aber ihr seht auch wiederum, auf der Karte, links unten, oder dann auch auf der grossen Karte, wird dann vermerkt, dass man hier noch irgendwelche Ressourcen abholen kann. Und das ist natürlich äußerst hilfreich, um das mal so darzustellen, weil dann kann ich dann später jederzeit hier eigentlich zurückkehren. Und ich glaube auch, dass es sich lohnt, wenn man nicht von Anfang an alles reinzieht. Oh nein, da haben wir ein paar am Rumzischen. Okay, schön. Der Move ist einfach wirklich super. Den habe ich wirklich gerne, den Move. Jetzt ist doch hier noch irgendein anderer Zombie gewesen. Was, da ist da oben drauf? Run, Motherfucker, run! Ja, sorry.
Aber geht es auch ein bisschen mit einem durch. Aber das ist auch normal, wenn man hier so in einer Zombie-Apokalypse gefangen ist. Sind wir hier schnell noch ein bisschen weiter suchen. Schauen, ob wir da etwas Gutes looten können. Irgendwann haben Zombies, aber gar nicht hier innen. Gut. Suchen wir hier weiter gemütlich. Und eben meine 2 Kollegen beschützen mich ein bisschen. Das ist eben wirklich noch gäbig. Ich weiss nicht, ob ihr Zombie U auf dem Wii U kennt. Dort war es dann so, dass während dem Durchsuchen hat man dann konstant um sich herumschauen, um dann zu reagieren, weil man allein war. Und das hat zwar einerseits für kleine Adrenalinschübe gesorgt, aber es hat auch ein bisschen angeschissen, wenn man dann wieder down war. Also jetzt haben wir hier einen Granatenwerferschuss, den haben wir eigentlich noch nicht mit. Da ist es in meinen Augen noch nicht wert mitzunehmen. So. Zombie Lady. Eine Lady Zombie-Frau. So, schön. Die Zeitlupe, die dort kurz eingeschaltet wird, ist eben auch noch ästhetisch. Also, schaut jetzt mal. Jetzt haben wir hier eigentlich so eine Golf GTI-Nachbildung oder unseren klassischen American Van. Nehmen wir den. Einfach, weil Zombies gerade hinten dran stehen. Nein, ich weiss doch auch nicht. Komm, egal. Wir werden hier wieder zurückkehren zu diesem Platz. Jetzt ist es folgendermaßen. Jetzt sehen wir hier links eine Abzweigung, die hier ins Nichts hineingeht. Und das finden wir doch eigentlich spannend. Oder auch hoffentlich ihr findet es auch spannend, weil ich bin gespannt, was dort hinten zu finden ist. Ich versuche hier auf der Straße zu bleiben, um zwischendurch aber auch einen Zombie runterzuratzen. Ihr seht, wir fahren hier eigentlich durch den Dunkelwald. He? Wow. Wow, okay. Das nenne ich ja wohl mal abgeholzt. Abgerodet. Dürnig. Aber selbst hier hat es ein paar Zombies. Michis, die sich hier irgendwie rumbewegen. Sorry Michi, das geht nicht gegen dich, du Michi, sondern einfach gegen den Michi-Zombie. Okay, jetzt hat es hier ziemlich abgefuckte Hütte. Also ich muss sagen, es ist schon stylisch. Es hat nicht überall nur Schema F-Häuschen, die genau gleich aussehen. Oh. What the fuck? Und er hat gesagt, behind us, habe ich nicht damit gerechnet, dass sie so nah bei uns sind. Also, jetzt hier können wir nicht einmal anständig draufklettern. Ah, da ist ein bisschen Trouble hier. So, helfen wir denen schnell. Gut. Aha, ich bin schon wieder ein bisschen auspowert. Ich muss unbedingt ein Fighting-Level abhabieren. Weil sonst wird das Welt zu mühsam. So, cool. Also. Aha. Jetzt haben wir hier innen ein kleines Häuschen. We're clear. Wo es wieder mal so einen Waffenkoffer hat, hoffe ich. Das letzte Mal haben wir hier ja die halb gute Pumpe gefunden. So, was haben wir hier? Für Pistolen, Revolver, Rifles. I'm already loaded down. Leider kein Platz, gut. Hier hat es noch ein Rucksäckchen zu untersuchen. Ich glaube nicht, dass da Zombies hat. Machen wir mal ein bisschen Mais. Schmerzmittel I in don't irgendeiner have enough Form. space for this. Okay, schade. Gang das Inventory, das voll ist, das erinnert mich ein bisschen an Resident Evil früher noch. Hat man auch extrem müssen haushalten. In modernen Games können wir ja meistens für echtes Geld ein grösseres Inventory kaufen. Hätte ich schon lange gemacht, wenn wir es könnte. Glaubt mir's. Weil es ist dann erst schon ein bisschen mühsam, wenn man ständig wieder hin und her muss latschen. Aber es gibt auch grössere Rucksäcke und das ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, wo ich mich am Beklagen bin, sondern es dient natürlich auch der Atmosphäre, dass man sich ein bisschen überlegt, was man macht. Ich nehme jetzt so wieder den Pickup-Truck, weil ich finde es noch stylisch, dass die Leute nach hinten so ein bisschen in diesem Ladebereich eigentlich rumhängen. Der hat zwar einen kleinen schäbigeren Anzug als der Kombi, aber das ist nicht einmal so tragisch. Cruisen wir zurück auf die Straße, um ein paar Zombies verwischen. Wow, ja, ich muss dann schnell die Benachrichtigungen ausschalten, da muss sicher beim nächsten Mal einen Gruß an Allstar und an Raffi natürlich. Aber das gehört nicht unbedingt zum Let's Play. Ich habe vorhin schnell geschrieben, dass sie sich doch kurz anmelden, dass man sieht, dass ich doch auch ein paar Kollegen habe. Nein, eh nicht. Ernst bleiben. Und der Ernst würde jetzt sagen, gehen wir uns hier links den Weg anschauen. Ihr seht, da steht ein Briefkasten. Wäre auch sogar noch ein schönes Plätzchen, wenn es Tag wäre und nicht alles Zombie verseucht. So, und jetzt haben wir hier sogar noch einen schnittigen Karren parkiert. Wir sehen, hier hat es einige Zombies. Lassen wir die doch auf uns zukommen. Dann machen wir den klassischen Vorwärts-Rückwärts-Fahrtrick.
Da ist sicher im einen oder anderen Zombie-Player auch bekannt. Da kann man dann eigentlich richtig schön die Sicht zermatschen. Und muss... Oh nein, der Karren aufgebockt. Scheiße, du schwenken. Und muss nicht wertvolle Munition verbrauchen. Also können wir gielen. Allzu viel jetzt hier nicht mehr. Nehmen wir den noch. Diesen mit der Tür. Okidoki. Shamu, okay. Irgendjemand hört man sie noch, aber ich bin mir gar nicht sicher, wo. Wow! Das ist noch schön, wenn man so in die Hütte reinzufliegen kommt. He? So. Wunderbar. Ja, nein, ist jetzt irgendein Online-Time oder was? Es ist irgendwie 11:30 jetzt. So nicht mehr so früh am Morgen, wie ich vorhin gesagt habe. Aber je nachdem, wenn man aufsteht, ist es eben dann gleich noch früh. Ja, ja. Seht ihr, ich tue jetzt gerade ein bisschen volltexten. Aber ja, was wollte ich machen? Ich muss ja schliesslich ein bisschen... Oder nein, ich muss nicht, aber ich darf ja schliesslich etwas erzählen, wenn sonst gar nicht so viel läuft. He? Okay. Suchen wir das noch schnell durch. Zombies hinten können nur einen letzten zu laufen. Das ist noch gäbig, dass sie eben auf dem Radar auch schon so angezeigt werden. Kollegen, passen wir auf, ja. Gut Stuff. Also, ich bin jetzt echt hierher gekommen, um nichts zu finden. Oh shit. Um jenste Zombies anzutreffen. So, den schnell fertig machen. Dankeschön. Jetzt noch mit diesen. So, endlich Fighting Level. Also nur noch schnell, damit dass ich es auch noch kurz angesprochen habe. Ich habe es nicht vergessen, hier wegen diesen Skills, die man zuweisen kann. Ich habe irgendwie nachgelesen, wie es geht, aber ich muss dann noch schnell ausprobieren. Hier haben wir noch einen kleinen Benzinkanister, aber jetzt hier Mollis drin oder so. Komm, wir ziehen noch schnell ein bisschen Zombies an, was soll's. Okay. Looks like no zombies were close by. Also der wäre jetzt zum Mitnehmen für ins Lager. Der Karren sieht noch geil aus. Wechseln wir wieder. Finde ich auch noch cool, dass es so viele verschiedene Karren eigentlich hier hat. Hallo da, hä? Da gibt es noch andere, die hier das gute Spiel spielen. Komm, steig jetzt endlich ein, Ed. Du siehst, bist eine Knalltüte hier. Nicht, dass wir hier am Schluss noch massakriert werden. Also. So, der Karren steuert sich eigentlich eher ein bisschen gemächlich. Das Geräusch vom Motor ist nicht so schlecht. Es hat immerhin ein bisschen ein dumpferes Scrollen als auch schon. Jetzt sehen wir hier jetzt wieder mal so einen Campingwagen aufs Dach gelegt. Jetzt hier jetzt eigentlich nichts mehr bis zu diesem kleinen Seeli hier. Hey, hier hinten hat es ja noch ein Ding. Mal, die sind wir in beiden Häuschen gewesen. Ich frage mich jetzt gerade, wieso dass wir dort kein X sehen. Aber ich kann gerade nicht sagen, was hier der Grund ist. Also schaut, in ca. 2 Minuten sind wir auf 20 Minuten. Was ich mir etwa so als Grenze gesetzt habe, da hätten wir noch neue Karren. Als Grenze für die Let's Plays. Und darum würde ich mir jetzt schnell eigentlich auf den Weg zur Kille machen. So, how'd you end up on this frequency? Just lucky, I guess. It was pretty chaotic. Das Häuschen schauen wir uns das nächste You're Mal. not gonna tell her? I don't know yet. Dude, it's her dad. You want to confess that we killed her father and stole his radio before they patch you up? Yeah, okay, maybe we leave that part out. Bullenkarren ist hier nebendran. Der ist im Fall extrem stark und extrem gut. Dann nehme ich den, wenn es wieder Tag ist. Jetzt weiss ich nicht, ob das Gespräch verstanden habt. Sie sind eben immer noch ein bisschen am Wehrweisen, ob sie jetzt der Tochter soll erzählen, dass ihr Dad ist umgekommen oder nicht. Und sie sind einfach der Meinung, lassen wir uns zuerst sauber verarzten und dann finden wir dann vielleicht schon eine gute Lösung. Also, jetzt hätten wir hier hinten die ominöse Kille. Schön parkiert. Die Bildrate ist eben aber sicher markant unter 25 FPS und darum ist es aber nicht so geil zu steuern. Also, zieht es rein. Did you invite these strangers? Good, you made it. That one doesn't look so good. Name's Ed. Pleased to meet you. Come with me, son. We'll see to those. God damn it! We got enough trouble without bringing in another freeloader to use up all our medicine. Real nice, Alan. I offered them shelter. I'm letting them in. Us freeloaders have to stick together. Girl's got the common sense God gave a tree stump. You're worse than your brother. Come on, I'll give you the nickel tour. Okay, das ist eigentlich das klassische Szenario. Man hat ein paar Überlebende, es gibt ein bisschen Probleme, zwischenmenschliche Spannungen und so weiter und so fort. Das Lili würde uns hier schnell umführen. Aber wie gesagt, machen wir doch hier schnell Pause, machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich schon richtig und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Freude gemacht. Macht's gut, genießt den Samstag. Ciao zusammen!